Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Letzte Woche am Montag, Ostermontag, hat nicht geklappt, aber dafür heute wieder. Ja, ich denke mal, dass man mich hört. Zumindest habe ich hier Ausschlag bei meinem Mikrofon. Von daher müsste es eigentlich passen. Jo, wir machen natürlich weiter mit unserem Training für den No Death Run. Und jetzt wollte ich hier noch mal hier Trainingspunkte draus machen. Training, fehlt irgendwas. Trainingspunkte. So. Und ich weiß nicht mehr so wirklich, wo wir stehen geblieben sind, aber ich glaube, mich dunkel dran zu erinnern, dass wir hier Bossgegner hatte, den wir beim letzten Mal zwar uns noch angeschaut haben, aber den wir nicht besiegt haben. Und ich weiß auch tatsächlich nicht mehr so genau, was für... Ah doch, ich weiß es wieder. Ich glaube, es war der Baum, ne? Kann das sein? Ich glaube schon. Ich gucke mich mal gerade um. Ja, das müsste der Baum gewesen sein. Bäumchen, wechsel dich. Ich habe irgendwie Taktik dafür. Ich habe sie aber auch schon wieder ein bisschen vergessen. Aber ich würde sagen, das bekommen wir schon irgendwie hin. So, ja, keine Ahnung, starten wir rein. Ihr könnt mir jo bei Gelegenheit mal schreiben, wie bei euch Ostern war und so. Bei mir war jetzt an Ostern jetzt grundsätzlich nicht so viel los. Ich habe mir so eine Halterung gebaut für meine PC. Jetzt hatte ich quasi, ach so, shit, Renne ist sie jetzt nicht auf Shift, sondern auf Leertaste. Ha, vorbei. So, wie war denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irgendwie hier vielleicht so. Ich weiß nicht, ob 6 oder 7 waren. So, ach du Gott, was ein Gestrüpp. Wie war denn das? Wir müssen uns jetzt hier beeilen. Shit! Der linke hat nicht gereicht. Ah, scheiße. Ja, ihr Leute, das müssen wir nochmal machen. Das hat jetzt okay Wert. Weil wir müssen zuerst hier ein bisschen gucken, wo wir hier hinschmeißen müssen. Ja. Ja, lassen wir uns kaputt machen. Das müssten wir aber eigentlich jetzt dann relativ schnell sehen, wo wir da hin müssen. Eigentlich ist der linke Spot ist viel leichter zu finden als der rechte. Ich habe tatsächlich gedacht, ich hätte eine gehabt, aber so wie es aussieht, nicht. So, jetzt ist nur die Frage, wo sind wir hier daheim? Eigentlich ist der linke Spot ist viel leichter. Das hier Bossgegner? Ich habe tatsächlich gedacht, ich hätte eine gehabt, aber so wie es aussieht, nicht. Jo. Auf ein neues. Niu, 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 niu. Es ist echt immer eine Umstellung ohne Ende, dass Rennen nicht wie in jedem anderen Spiel auf Shift ist, sondern auf Leertaste.
So, wo war dann hier? Ich glaube hier irgendwo. Ich weiß noch nicht immer mehr, wo ich jetzt hier hingeschmissen habe, ne, wenn ich ehrlich bin. Ich habe wieder den falschen Spot. Ich hab mir das irgendwo aufgeschrieben, wo ich da hinschmeißen muss. Wo ist dann hier mein Dokument? Ich habe das doch eben aufgemacht. Hier. Ich hab mir das irgendwo aufgeschrieben, wo ich da hinschmeißen muss. Ja, Leute, ich könnte mich jetzt schon wieder aufregen. Ne? Ich habe mir Folgendes aufgeschrieben. Pfeilspot rechts, Feuerbombe werfen. Pfeilspot links, Feuerbombe werfen. Da weiß man natürlich direkt, wo dieser Pfeilspot ist. Naja gut, wenn nicht, gehen wir jetzt hin und schmeiße zuerst mal links hin. Da können wir dann mehr oder weniger in Ruhe ausprobieren, wo wir hin müssen. Und dann gehen wir auf rechts. Das müssten wir dann hinbekommen. Links Feuerbombe werfen. Da weiß man natürlich direkt, wo dieser Pfeilspot ist. Wenn nicht, gehen wir jetzt hin und so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feuerbombe. Was nicht hier? Oder war das hier irgendwie so? War das hier? War das? Ja, der ist es, glaube ich, der da hinter dem Ding versteckt ist. Oder nicht? Ja, vielleicht so ein bisschen weiter hier drüber. Jetzt haben wir noch einen, theoretisch, zumindest um den Spot nochmal zu finden. Ah, ich stehe jetzt auch viel weiter vorne, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dunkelhoff jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich könnte schwöre, ich habe mir das genauer aufgeschrieben. Ich habe mir das genauer aufgeschrieben.
1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt müssen wir noch die Bömmchen ausrüsten. Blub, blub. War das hier weiter rechts? Hier so, wo die... War das vielleicht das Querding hier? Nee. So, over der war das, glaube ich. Ja. Au, ah! Hör auf jetzt! So. War doch jetzt nicht so schwer. Jetzt rennen wir in der Musik. Ach shit, jetzt ist du jo. Ach guck mal, jetzt kann man hier runtergehen. Das ist ja immer interessant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wäre quasi genau hier, wo die Wurzel anfängt. Was für eine hatte man geholt? Ich glaube, den da oben, ne? Wo ist dann jetzt hier? Schnappen wir uns mal so Zettelchen. So, jetzt haben wir ein Zettelchen, jetzt schreiben wir uns das mal auf. Also das ist hier quasi links ist es quasi Querast über, wie nennen wir das? Steinbogen oder Sturz. Und rechts ist es quasi, boah, mit Anführungszeichen dicker Querast, Y-Ast. Ja. Die Spots müssen wir üben. Alles klar. Dann wieder Nunne. So, jetzt steigen wir zuerst mal auf. Jetzt fehlen noch 4000 oder sagen wir mal 4,5. Das kriegen wir doch bestimmt noch irgendwie gewuppt. Würde ich sagen, benutzen wir nur 3. Wenn es schlecht läuft, gibt es nur 2000. Ah ja, komm, hier 5000. Da hätten wir gar nicht so viel gebraucht. Ist ja aber nicht so schlimm. Fertig. So, und dann entfahren wir die Geschichte mal. 2 Mal vielleicht, weil ich nicht weiß, wann das nächste Leuchtfeuer kommt. So, und dann stellt sich die Frage, tun wir das Leuchtfeuer aufwerten oder nicht? Für den eigentlichen Run. Aber für den Moment machen wir das auf jeden Fall mal.
Alter, ich drück laufend Shift zum Rennen. Ah, und dann können wir hier natürlich noch. Ja, für den Moment machen wir das auf jeden Fall mal. The Bed of Chaos ist das, glaube ich. Alter, ich drück laufend Shift zum Rennen. So, weil jetzt kann man hier runtergehen. Ja, vielleicht auch doch nicht. Ja, Leute, bevor wir du jetzt das irgendwie vergesse, machen wir hier mal Safe Game, oder? Jetzt kann man hier runtergehen. Vielleicht auch Import Rename. Ja, Leute, bevor wir du jetzt das irgendwie vergesse, machen wir hier mal Safe Game, oder? Weil jetzt theoretisch laufe hier runter kann man nicht, aber vielleicht kann man auf den einen Ast drauf springen und da irgendwie weiter runterkommen. Aber ich glaube eher, also ich glaube, hier geht's nicht weiter runter. Ja. Also, das kann ich knicken. Jetzt müssten wir nur mal gucken, ob man dort außen rumlaufen kann oder ob wir uns jetzt irgendwo anders hin teleportieren müssen. Weil man kommt hier jetzt so erstmal nicht mehr weg, ne? Also ich muss auf jeden Fall mich hier bei dem Leuchtfeuer wegteleportieren. Und das ist auch, also heißt das, aufwerten brauchen wir das eigentlich nicht. Weil man kommt hier jetzt so erstmal nicht mehr weg, ne? Also ich muss auf jeden Fall. So, jetzt stelle ich nur die Frage, wo wir uns jetzt hier hin teleportieren müssen. Wahrscheinlich ist die Tochter vom Chaos gar nicht so verkehrt. So, jetzt stelle ich mir die Frage. Vielleicht kann man mit der auch noch mal schwätzen. Wo wir uns jetzt hier hin teleportieren. Wo wir den anderen irgendwie platt gemacht haben. Ja, oder halt auch nicht. Ja, gut. Dann fahren wir hier runter. Und dann müssten wir ja eigentlich relativ schnell wieder unten an das Leuchtfeuer kommen. Wo wir hinterlaufen können. Wie war denn das? Gut. War das hier lang? Fahren wir hier runter. Und dann müssten wir ja eigentlich relativ schnell wieder unten an das Leuchtfeuer kommen. Wo wir hinterlagen. 300, gebe die Steckknolle hier. Hm? Und dann geht es hier nämlich weiter runter. So, dann können wir uns hier mal hinpflanzen. Haben wir nämlich 820. So, und jetzt bräuchten wir höchstwahrscheinlich als Ring. Ihr hattet doch so einen Ring, dass man auf Wasserlave kenne, also auf Lava. Hier, reduziert Lavaschaden. So, dann geht's hier, würde ich sagen, weiter, ne? Ich weiß, es lohnt sich ja eigentlich nicht, das Ding zu holen, aber komm, hopp, was soll's.
Ja, wir kennen aber jetzt hier. Da muss man doch auch irgendwie runterkommen, ohne sich halb tot zu machen. Hm. Ja, hopp, springen wir hier ohne, was bleibt uns jetzt hier nichts anderes übrig, ne? Da muss man doch auch irgendwie runterkommen, ohne sich halb tot zu machen. So, dann geht's so vorne ins ASMR-Gebiet. Ne, warte. Warte mal. Ne, du sind wir herkommen, oder? Das ist doch die Höhle, wo wir gegen den anderen gekämpft haben, ne? So, dann geht's so vorne ins ASMR-Gebiet. Wo ging's hier nochmal lang? Ah, doch. Ja Gott, dann holen wir uns doch halt nochmal an, ne? Da sind wir ja wenigstens wieder aufgefüllt, ne? Aber du wär mal von dem anderen Gebiet aus hinkommen, oder ist das dann noch mal woanders? Du war ganze Haufe blöde Gegner, wenn ich mich so richtig erinnere. Oh, guck dir mal die riesen Viecher an. Verlorenes Izalit. Aber wenn wir jetzt erst hier in diesem verlorenen Izalit-Ding sind, das habe ich eigentlich aber doch gar keine Gegner mehr am Start, die ich kaputt machen müsste. Laut meiner Liste hier. So, komisch. Aber wenn wir jetzt erst hier in diesem verlorenen Izalit-Ding sind, das habe ich eigentlich aber doch gar keine Gegner mehr am Start, die ich kaputt machen müsste. Stark. Wäre jetzt ganz clever gewesen, wenn man hier noch mal irgendwo so ein Safe Game gemacht hätte, ne? Können wir immer noch machen. Eingang Lost Izalit. Hier, Boop Replays. Zack. So, jetzt pass auf, wie machen wir das jetzt? Safe Game gemacht hätte, ne? Bossgegner. Das müssen wir irgendwann mal hier rename-technisch überarbeiten. Können wir immer noch machen. Also machen wir hier mal Bossgegner ist Punkt 1. Dann machen wir hier nach dem Bossgegner. Ja, könnte man eigentlich auch einfach löschen. Und dann machen wir hier Punkt 3. Bossgegner. Das müssen wir irgendwann mal hier rename-technisch fortfahren. Wir sind hier jetzt eigentlich in Lost Izalit. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Naja, gut, komm, so wäre eh Schluss gewesen. Hier in der Mitte war, glaube ich, irgendwie auch so, nennen wir es mal irgendwas. Wow. Kam er einfach angeschlichen. Vielleicht war das auch in einem anderen Dinges hier. Aber ich kann mich irgendwie... Oh, da sind aber viel Gegner, mit denen ich mich ehrlicherweise gar nicht wirklich anlegen will. Aber es wird mich schon mal interessieren, wie viel Schaden mache ich denn da so, wenn ich dem ins Arschloch schieße.
143, wow. Stark. Ich meine, wenig Schade mache ich ja nicht, ne? Muss der nicht immer langsam tot sind? Wie viel? Ah, doch. 2000 gibt der, aha. Ja gut, das hat ihn jetzt nur so bedingt interessiert. Wow. Stark. Falsch vorbeigeschossen. Bleib stehen. Oh Gott, der scheint dem ein bisschen weit weg zu sein. Da hat er jetzt keinen Bock drauf. Aarenatmung. Ach so, wart. Ja. Hier ist noch ein Rondell. Da müsste man vielleicht Amo noch hingehen, gucke. Hm. Okay. Stark. Wie viel hält dann der Kollege aus? Gut. Kommen wir dorthin hoch oder ist das so kant, dass wir nicht hochkommen? Ich meine, hier wäre zumindest nur noch so Wurzel, die man hochladen könnte. Vielleicht gar keine so schlechte Taktik, dass wir jetzt erstmal die Wurzel hochlaufen. Die kommen wir ja auf jeden Fall hoch. Na, da werden wir aber auch so hochkommen, denke ich. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen underwhelming, dass da genau gar nichts ist, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ja, keine Ahnung, gehen wir runter. Stark. Nicht so stark. Nein. Ah jo, ich hab's doch gewusst. Nicht, dass man das gebraucht hätte jetzt, aber besser han und nicht brauche, als brauche und nicht han. Ne? So. Gehen wir hier in die Deckung quasi und hoffe, dass uns die Wichser da in Ruhe lassen. Aber das ist doch jetzt quasi der Weg in dieses Gebiet, wo ich eben war, oder?
Wo ich mich dazu entschieden habe, nee, da gehen wir nicht runter, wir gehen sie erst dort oben rum und machen was auch immer. Genau. Ja, aber das Gebiet haben wir jetzt quasi dann auch schon gemacht. Aber das ist doch jetzt quasi der Weg in dieses Gebiet, wo ich... Und sonst gibt es hier quasi nichts zu machen, würde ich sagen. Wo ich mich dazu entschieden habe, nee, da gehen wir nicht runter, wir gehen sie erst dort oben rum und machen was auch immer. Genau. Ja, aber das Gebiet haben wir jetzt quasi dann auch schon gemacht. Es ist nur die Frage, wie kommen wir dann jetzt am geschicktesten? Dort vorne war doch das Leuchtfeuer. Dann gehen wir nochmal dort vor zu diesem Leuchtfeuer. Und dann beamen wir uns nämlich weg. Es ist nur jetzt die Frage, wohin, ne? Dann beamen wir uns nämlich weg. An diesen Aschesee können wir uns nicht beamen, oder? Der Abgrund? Wo ist denn der Abgrund? Siebes. Der Abgrund, wo ist denn das? Ist das unten in dieser Höhle, wo wir gegen die Four Kings gekämpft haben? Ja, Tatsache. Wundert mich, dass ich das jetzt überleben konnte, weil ich den Ring hier nicht anhab, ne? Aber ich will mich erstmal nicht beschweren. Wir gehen mal nur an Londo, das ist noch die... Dark Sun Gwendolyn oder Gündolin. Aber ich weiß nicht, wo die ist oder wie mir die finde. Kann ich das hier irgendwie googeln? Dark Sun Gündolin. DS1. Ich wusste doch, dass die Gwendolin heißt. Das ist so Schreibfehler in diesem Excel-Sheet. Kann ich das hier irgendwie googeln? Dark Sun. Jetzt nicht auf Elmo halt immer geht. Die sogar schon gekämpft oder so, ne? Dolin. DS1. Ich wusste doch, dass die Gwendolin heißt. Das ist so Schreibfehler in diesem Excel-Sheet. Wo finden wir die Kollegen dann? Okay, die haben wir definitiv noch nicht gekämpft. Das erklärt uns jetzt aber nicht, wie wir die finden. Wo finden wir die Kollegen dann? Okay, die haben wir definitiv noch nicht gekämpft. Das erklärt uns jetzt aber nicht, wie wir die finden. Dark Moon Seance Ring brauchen wir. Also wäre eine Möglichkeit. Haben wir den, ne? Wie? Dark Moon Seance Ring, also Dunkelmond Seance Ring quasi. Finstermond, den haben wir. Okay. Das ist doch schon mal gut. Den brauchen wir jetzt aber noch nicht. So, und dann... Dark Moon Tomb. Wo ist denn der Dark Moon Tomb? The Staircase Tower and Dark Moon Tomb. Enter through the Fog Gate. Cross the bridge ahead, you will be at the tower with the spiral stairs and the rotary lever. Ist das
quasi dieses, wo wir oben waren, wo die zwei Wendeltreppe runtergegangen sind. Wie sind wir denn dort hinkommen? Ah, nee, wart. Ist das vorne dieser Aufzug? Warte mal. Bist du irgendwo so Ding, um das Teil zu rufen oder so? Oder warum ist das jetzt nicht doof? Jetzt kommt das irgendwie nochmal da hoch, oder? Hm. Blöd. Warte mal. Bist du irgendwo so Ding, um das Teil zu rufen oder so? Also es ist jetzt nicht so dramatisch. Dann müssen wir uns zu dem anderen Leuchtfeuer teleportieren. Aber finde ich jetzt fast schon wieder ein bisschen merkwürdig. To be honest. So, dann Teleportation, Kammer der Prinzessin. Ach, das ist die Prinzessin Gwendolyn oder was? Ist das Dark Tomb? Nee, ne? Ist hier... Nee, das war jetzt auch nicht das, was ich gewollt habe. So, dann Teleportation. Nochmal teleportieren. Hier, Finstermondgrab, das ist doch. Ja, Dark, ja, ist doch klar. Dark Tomb. Dark Moon Tomb, wie auch immer. So, und wenn wir jetzt hier das Ringelge anziehen, es wird hier geringelt. So sieht's nämlich aus. Und wenn wir den Ring jetzt wieder ausziehen, und dann sind wir in der Wand gefangen, oder was? So, jetzt machen wir hier ein neues Safe Game. Das müsste man jetzt eigentlich schon Anno Londo machen, ne? So, jetzt Rename. Neues Safe Game. Gwendolyn. Fortfahren. Ja gut, bin ich mal gespannt, was die Kollegin drauf hat. What foolishness! Why trespasseth upon the great Lord's tomb, whilst thou art a disciple of the dark sun? Mark the words of Schwätz nicht so viel. Hol der Satz heiße Ohren ab jetzt. Top. Thou shalt not go unpunished. Vielleicht sollten wir das Schildmund-Anschlag bringen. Mähne, die haut jetzt ab bis zum St. Nimmerleinstag. Nein!
Dumm Nuss. Ja, durch die Wand durch. Arschlecke, ey. Ey, dieser Bogen, dass der do immer so nur links zieht, nur rechts zieht. Arschlecke, ey. Ey, dieser Bogen, dass der do immer so nur links zieht, nur rechts zieht. Beenden. Und einmal neu laden, bitte. Oder muss ich das Ringelge angezogen lassen? Weil, wenn die sich immer wegbeamt, da komme ich schon gar nicht an die dran, um der ein paar satzheiße Ohren zu geben, so, ne? Vorbei. Au, der hat gesaß. Jetzt beamt sie sich wieder weg. Wenn das so weitergeht. Au. Ja, das Schild hilft so sehr viel, muss ich feststellen. Muss ich vielleicht den Ring angezogen lassen? Ja, das Schild hilft so sehr, feststelle. Was ist das? Magieschade wahrscheinlich, ne? Gibt's da Schild, das gut resistent gegen Energieschade ist? Anzeige umschalten. Ja, das ist hier mal geil. Guck mal, das hat 100% physischer Schadenabwehr. Ne, da steht doch 85. Ach, nicht 100%ig abwehren. Ach so, ja, gut. Also ist ein Waschlappenschild, ne? Feuermagie. 40, physisch 100. 100. 40, Magie 30, 42. 80. 80 ist schon mal besser als alles, was ich habe. 90. Ja gut, den kann hier kein Mensch dran, ne? 26 Kilo und 50 Stärke, ey, am Arsch, ey. Am Arsch. Wo ist er? Da hatte ich doch ewig einer mit 85, ne, mit 80. 80 ist schon mal besser als alles, was ich habe. 90. Was für Pfeile haben wir da ausgerüstet? Ausgerüstet? Großpfeile, ne? Man könnte nur noch gucken, ob man vielleicht noch Ringelge haben, das ein bisschen besser geeignet ist für die Geschichte hier. Fluchresistenz. Was für Pfeile haben wir da ausgerüstet? Großpfeile. Verstärkt Wunder. Absorbiert TP. Nö. Ja, keine Ahnung, wir können hier mal trotzdem hier diesen Finstermond-Sios-Ring anziehen. Vielleicht hilft das doch ein kleines bisschen was. Boah, der letzte hat reingehauen, ne? So, kannst du jetzt mal aufhören, dich wegzubeamen? Nee.
Arschloch. Durch die Wand durch, die Dummnuss. Also ich treffe halt auch nicht, ne? Also das regt mich ja am meisten auf, dass die Dummnuss du immer durch die Wand schießt. Also es wäre wahrscheinlich halb so schlimm. Also das regt mich ja am meisten auf, dass die Dummnuss du immer durch die Wand schießt. Dass die immer abhaut. Also es wäre wahrscheinlich halb so schlimm. Also das regt mich ja am meisten auf, dass die Dummnuss du immer durch die Wand schießt. Yeah, the boss folk following the horse and receives their own different cutscene. Aha. From start to end. If you follow the far end of the hallway, he will stop. Ach, das ist er. Ich hab, das wäre sie. Also hier steht, das Rennen vom Start bis zum Ende dauert ungefähr 5 Minuten. Ich schlafe doch jetzt nicht 5 Minuten in den Gang hin. The fight takes endless hallway. Hier steht, he will fire a variety of... Ende dauert ungefähr 5 Minuten. Ich schlafe doch jetzt nicht farther down. Legs to use ranged weapons. The battle typically involves hiding from or evading various attacks while trying to move down the hallway as quickly as possible. Das ist jetzt schon wieder so Gegner, wo ich sage, habe ich keinen Bock drauf. Also wahrscheinlich hält sie ja nichts aus. Also ich bleibe jetzt bei sie, für mich ist das sie. Gwendolyn ist ja wohl kein männlicher Name. Also jetzt nicht männlich im Sinne von Männlichkeit, sondern im Sinne von ein Name für einen Mann. Also wahrscheinlich hält sie nichts aus. Also weil, wenn ich jetzt mal hier gucke, so kenne mir gar nicht schnell genug hinrenne. Ja, es geht schon, ne? Wie langsam kann man bitte trinken? Ich meine, was, also Aushalle tut sie ja nichts, ne? Wie sieht denn das aus, wenn ich diesen, wenn ich diese Ringe anziehe für unsichtbar oder so, ne? Das bringt doch jetzt so wahrscheinlich nichts, ne? Wie langsam kann man bitte trinken? Ich meine, was, Aushalle tut sie ja nichts, ne? Wie sieht denn das aus, wenn ich kann den Dinger halt auch nicht so richtig gut ausweichen. Wenn ich diese Ringe anziehe für unsichtbar oder so, ne? Das bringt doch jetzt so wahrscheinlich nichts, ne?
Fluch, Gift, Magie, Abwehr. 12, 22. Hier. Bei 22. Natürlich auch noch weit entfernt von gut ist, ne? Oh, weiß nicht. Lacht mich jetzt alles nicht so an. Ich glaube, ich habe aber auch wieder das Schild am Anschlag, was nicht gegen Energieschaden gut ist, ne? Aber ist jetzt eigentlich auch egal, würde ich sagen. Weil... Lauf schneller! Jawohl! So sieht's nämlich aus. Ah! Dass die wieder diese Ich folge dir überall hin Funktion von, ey. Ich habe gedacht, wenn ich so ein bisschen links-rechts lave, fliehen sie an mir vorbei, aber ich weiß ja eigentlich, dass es nicht so ist. Aber schon gedacht, komm. Der Ring irgendwie für Stamina-Regeneration, also Ausdauer-Regeneration und so haben wir nicht, ne? Weil jetzt gerade, wo man so sprinten müsse, wäre das natürlich noch ganz geil. Das Schild haben wir hier schon. Ist das ein kritischer Angriff, wenn ich diesen Drehangriff mache? Ich glaube nicht, ne? Schild haben wir hier schon. Ist das ein kritischer Angriff, wenn ich diesen Drehangriff mache? Ich glaube nicht, ne? Ja, aber bricht bei Entfernung muss ich jetzt ja auch nicht unbedingt. Schützt vor Entdeckung. Ja, vielleicht ist es dann dumm und sieht mich nicht, aber wir wissen ja alle, dass das nicht so ist. Ich meine, wenn sie den Angriff macht, der ist so easy peasy. Jetzt ist die scheiß Ausdauerleist leer gewesen. Ja, jetzt macht sie die große.
wollte ich gerade springen. Das sind halt so viel, du kannst dann welche, die sind auch so hintereinander gestaffelt. Das heißt, wenn du, sieht man jetzt so schlecht, ne? Wenn du jetzt hier der erste ausweichen duschen, dann treffe dich die zweite. Das sind halt so viel, du kannst dann welche, die sind auch so hintereinander gestaffelt. Das heißt, wenn du, sieht man jetzt so schlecht, ne? Wenn du jetzt hier der erste ausweichen duschen, dann treffe dich die zweite. So, Arschläge, Langbogen plus Silbe. Weil der verzieht nicht so viel. Mache ich natürlich einen Haufen Schade. Wie kann der Kennedy dann bitte um die Mauer drumherum fliehen? Warum mache ich denn jetzt bitte kein Schade? Also das kann ich vergessen, mit dem Bogen mache ich zu wenig Schade. Ich muss das einfach so machen, ich muss dort durchrennen. Jetzt ist halt höchstens die Frage, ob man eine Rüstung anziehe. Aber wenn wir mal ehrlich sind, die ganze andere Rüstung ist jetzt auch nicht so, als hätte die so extrem viel Magieresistenz. Also die Mai-Rüstung, die ich jetzt anhab, die hat 15. Und die andere, die haben also 17 oder so. Oder 22. Bräuchte man halt was von 80 vielleicht. Und mit denen Dinger bin ich halt so schwer. Das bedeutet, ich komme halt also meine Ausdauer ist schneller verbraucht, bis ich bei der bin, ne? Ah, den habe ich nicht kommen gesehen. Ja, jetzt macht sie 3 Mal hintereinander. Hat sie vorher noch nie gemacht.
Firmo, ah jo, klar. Dem Ding kann ich jetzt halt auch nicht so richtig gut ausweichen, ne? Aber ist jetzt auch so ein bisschen die Frage. Hat mein Schild jetzt diese starke Absorption gehabt? Oder die Rüstung? Oder quasi die Kombination aus beidem? Alter! Tschüss. Sieg. Swathed in Dodder. An eternal curse upon Das thee. ist doch Refrain. Kommt die jetzt wieder, hä? Weil halt so viel Spaß gemacht hat. Nee. Das ist hier ein Leuchtfeuer. Oder sind wir da herkommen? Ne, wir sind von der Treppe gekommen, oder? Okay. Fleischrüstung. Klar. Brauchen wir die? Wahrscheinlich nicht. Arschlecke, ey. Das ist nur aus Trotz, weil die Kiste leer war. So. Arschlecke, ey. Die Gwendoline haben wir kaputt geklatscht. Also wir lernen, wie ist das Schild da? Gwendolin. Wappenschild hat Magieresistenz 80. So. Kleine Bälle. Schild
Strahl links, rechts laufen und Pfeile ebenfalls links, rechts laufen. Magieresistenz 80. So. Jetzt könnte man das eigentlich nur mal tauschen. Strahl links, rechts laufen und Pfeile. Graswappenschild. Links, rechts laufen. Das war das mit der Ausdauerregeneration, ne? Guck mal, das wird jetzt sogar für Level schon noch mal reichen, ne? Komm, wir investieren mal ein bisschen was in die Kondiwigge. Ach so, wart. Jetzt müssen wir uns überlegen, wo wir weitermachen. So. Undead Burg. Wie kommen wir dort am schnellsten hin? Dort haben wir noch den Drache. Wie war denn das? Wenn wir in den Feuerband reingehe. Undead Burg. Wie kommen wir dort am schnellsten hin? Wie war denn das? Wenn wir dann den normalen Weg hochgehen. Wie war denn das? Wenn wir in den Feuerband reingehe. Ey, wie kam er dann noch mal zu dieser Brücke? Ah, ich glaube, ich weiß wie. Und zwar haben wir an dem Ende Leuchtfeuer rechts in dem, links in dem kleinen, in dem wo wir kommen, in dem kleinen Räumchen leider freigeschalten. Ich glaube, wenn wir die hochgehen, dann kommen wir unterhalb von der Brücke raus. Ach, ich bin schon drin. Männer, der Depp da hinten verkauft Pfeile. Wäre eigentlich nur ein Blick wert, weil ich bräuchte noch ein paar. Stück und dann kaufen wir uns noch ein paar Giftpfeile. Wir könnten uns eigentlich aber auch noch ein paar Brandpfeile holen. Ach, da geht's noch weiter. Ja, gut. Warte mal, hat er noch irgendwas, was wir gebrauchen können? Wurfmesser. Kohleartiges Harz. Heimkehrknorre. Prismastein. Menschlichkeit. Ja. Erstmal nix, ne?
Wir hätten uns vielleicht soll er am Feuerband schreien, wohin hocke, für ein paar mehr Flascheaufladungen. Ich meine, jetzt nicht, dass die mir in irgendeiner Form gefährlich wäre könnte. Ich weiß, klingt ein bisschen arrogant. Aber du müsst schon mit dem Teufel zu gehen, dass die mich da jetzt wegflatsche. Weil... Ich meine, ihr seht das hier, die Mario und Gundam, wenn die mich treffe, das, was die an Schade mache, das ist so quasi nicht der Rede wert. Nichtsdestotrotz hocken wir uns jetzt natürlich hier trotzdem hin. Und dann geht es hier die Leiter hoch und dann müssten wir, glaube ich, unter der Brücke rauskommen. Ich meine, irgendwie so wäre das gewesen. Jo. Nichtsdestotrotz hocken wir uns jetzt natürlich hier trotzdem hin. Haben wir eigentlich irgendwelche gegen Feuerschade oder so? Ne, wir haben nichts gegen Feuerschaden, ne? Lavaschaden? Ja, das ist schade. Hätten wir jetzt keine gebrauchen. Bleib doch in der Ecke stehen. Ich wollte nur mich einmal umdrehen. Ey, nur weil du jetzt noch 3 wie Gaswolke hinterherkommen sind. Ja, da gehen wir jetzt trotzdem einmal durch die Hölle. Ach, der macht ja die ganze Zeit nur so ein bisschen und der letzte tut du komplett oder was? Hier oben. Wer hat kein Safe Game angelegt? Jetzt muss ich die Gwendoline noch mal machen. Tut du komplett oder was? Hier oben. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der dann so Harakiri-mäßig unterwegs ist. Naja, können wir unsere Taktik wenigstens noch mal ausprobieren, ob die wieder Früchte trägt, wie eben auch. Oder ob das eben eher so Glückssache war. Ja, fick dich doch. Du, 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 du. Du, 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 du.
Ah, den hinterher. Was eine fiese Scheiße. Wow. Tschüss. Ja, wenn du Weißschweizer machen musst, eigentlich easy, ne? Eigentlich müsste dieser Blechstulpe jetzt gut gegen Magie sind, oder? Wenn wir da jetzt schon durchkommen sind und das die Belohnung war. Ja, Magie nur 12. Das ist aber dann auch eine komische Geschichte, oder? Mir lege jetzt auf jeden Fall das Safe Game an, ihr Leute. Aufsteigen. Conny Wicke haben wir gesagt. Zack, zack. Einmal bitte Schildwechsel. Zack. Man könnte natürlich auch mal gucken, ob man den Schild hat, der gut gegen Feuerschade ist von der Resistenz her, ne? So, jetzt passen wir auf. Jetzt gehen wir zuerst mal hier raus. Oder warte mal, ne. Zuerst teleportieren wir uns an den Feuerbahnschrein. Feuerbahnschrein, okay. Na, würde ich sagen, machen wir das Safe Game. Wenn wir hier rüber. Dann machen wir, würde ich sagen, das Safe Game, wenn wir unter dem Drache sind. Also ja, die machen wenig Schade, aber wenn ich natürlich da oben stehe, der jetzt auf einen Moment, er mischt den Fokus runter auf den Lehe und er rennt die Treppe runter, dann ist mir egal, wie viel Schaden die machen, dann stürzt sich in den Tod. Mischt man hier Doppelklick drin machen, dann mischt man in 100, Ende, fertig.
sieht man schon so ein bisschen die Wurzel im Konsolebereich, dass das halt eben genau nicht so einfach geht. Brauchen wir auch keiner zu kommen und zu erzählen. Dass mit dem Gamepad so geil ist hier, das Spiel zu spielen. Im Leben nicht. So langsam. Komm du her. Stark. Falsche Richtung. So, komm, zuerst du, dann ich. Jetzt warst du, jetzt ich. Ja, hast du gemerkt, ne? Man sollte sich halt auch immer zweimal überlegen, mit wem er sich anlegt. Ich bin nämlich der Waschlappe, den ich noch vor ein paar Tagen war. Ja, ein paar Wochen in meinem Fall eher. Safe Game. Safe Game. Safe Game. Safe Game. Ja, ein paar Wochen in meinem Fall eher. So, das Safe Game passt jetzt hier natürlich nirgends hin. Deswegen importieren wir das jetzt hier rein. Drache. Brücke. So, das Safe Game passt jetzt hier natürlich nirgends hin. Deswegen wo? Kommt der runtergelaufen? Ja, nein, vielleicht. Also sagen wir mal so, das Problem an der Geschichte ist natürlich, ich habe also die Zeitspanne zwischen seine zwei Dinger. Wow, stark. So war das nicht geplant. Steh bitte auf und renn hier rein. Der Bezirk der Untoten. Was ist denn das hier für Abkürzung? So, wo ist dann jetzt der Oscherstrache? Ah, der hinten flieht er oder was? Macht der jetzt rund und kommt wieder zurück oder ist der jetzt für immer und ewig verschwunden? Na ja gut, wir gucken jetzt mal, wo man hier theoretisch rauskäme. Ah! Okay. Und wo geht's hier entlang? Geht mit dir ab?
Nennen wir die Geschichte hier Sackers oder was? Guck mal, du warst ich schon kaum durch, ne? Also du willst mir auf jeden Fall den Kopf stoßen. So. Dann machen wir das Leuchtfeuer an. Pflanze uns hin und hoffe, dass dann der Drache wieder da ist. Ich höre hier was, aber ich sehe nichts, ne? Stellt sich raus, ist kein Drache da. Drache, wie heißt der? Wyvern. Drache kann durch Verballung oder Fernkampf besiegt umgangen werden. Er fliegt weg, wenn ich diesen Sonnenlicht. Also das heißt, ich muss den auf jeden Fall klatschen, bevor ich hinter diesen Schrein erreiche, aktiviere, wie auch immer. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil meine Hoffnung war, dass ich ihn von hinten raus irgendwie dann bekämpfen könnte. Er fliegt weg, wenn ich diesen Sonnenlicht. Also das heißt, ich muss den auf jeden Fall klatschen, bevor ich hinter diesen Schrein erreiche, aktiviere. Das ist natürlich blöd, weil ich meine Hoffnung war, dass ich ihn von hinten raus. Sagen wir mal so. So können wir den auf jeden Fall schon mal hier runterlocken. Das ist ja auch schon mal was wert. Wow. Ja, fick dich doch. Komm her du jetzt. Bleib doch mal auf einer Stelle jetzt stehen. Können wir den irgendwie vorlocken? Und dann Pfeile drauf haue? Warum ist denn das jetzt auf einmal so riesig, das Fenster hier? Und dann Pfeile drauf haue? Laden. Gift. So, Elmo Feuer bitte.
Sagt, ey, mal hier runterkommen bitte. Ah, jo. Nein! So runter mit der! Saufen wir mal was. Ist der jetzt giftig unterwegs oder nicht? Ist der jetzt nur irgendwann vergiftet oder was? Stimmt schon vorneweg 15 Pfeile in den Ring gejagt. Ey, jetzt mal ohne dumm. Ich habe so das Gefühl, als kennt man den nicht vergifte. Ach so, ich bin noch in dem anderen Menü drin. Naja, wie soll ich sagen? Geil ist die Taktik hier nicht, aber... Dann lernen wir daraus Folgendes. Drache Brücke. Triggern. Großpfeil. Dann lernen wir daraus Folgendes. Treppe runter, Komma. Feuer abwarten, Komma. Treppe hoch. 1 bis 3 Pfeile. Runter. Und so weiter. So, ich weiß jetzt nicht, wie viele Pfeile ich gebraucht habe. Sagen wir 30 bis 40 Pfeile. Mir hatte 96 Giftpfeile. Das hat jetzt natürlich auch nicht jeder getroffen. Giftpfeile haben wir jetzt noch 68, also sagen wir 30 Stück. Und dann haben wir noch 3 Großpfeile geschossen. Ne? Keine Ahnung.
ob der vergiftet wird. So. Jetzt wäre hier Undead Parish, wäre noch ein Black Knight. Haben wir hier Undead Parish? Was heißt denn das wohl? Gemeinde der Untoten? Nee, oder? Undead Burg. Was heißt dann Parish? Parish. Gemeinde, doch. Gemeinde der Untoten. Dann gehen wir da mal an. Ach so, shit. Nein! Ah, jetzt hätte ich hier keine Shortcut aufmachen. Naja, komm, wird egal sein. Black Knight. Undead Parish Black Knight. Wo ist denn der? Black Knight at Undead Parish. Black Knight. Undead Parish. Jetzt geht er da hoch. Ne, geht er nicht. Der geht da hin. Okay. Black Knight at Undead. Ja, das ist der. Alles klar. Jo. Ja, ist jetzt dumm, ne? Jetzt müssten wir quasi wieder zurücklaufen. Obwohl, wir müssen nicht unbedingt zurücklaufen. Jetzt müssten wir quasi wieder zurücklaufen. Wir können nämlich auch hier links laufen. Wobei, wir müssen noch nicht nur links laufen, wir können einfach hier durch die Dings so laufen, durch die Halle, ne? Die Lappe wäre hier wohl nichts drauf von. Ey, wenn man sich das mal anguckt, ne, wie ich da jetzt durchschmetzele und wie die mir der Arsch versohlt haben beim ersten Mal, ne? Könnte man natürlich vorstellen, dass der Black Knight noch mal eine andere Hausnummer ist. Aber jetzt, Versuch macht schlau, ne? Stark, Junge. Jawohl. Lachhaft. Lachhaft. So, hier oben runter haben wir jetzt alles. Jetzt wäre noch das DLC. Und dann geht es langsam Richtung Bossgegner, ne? Also die Richtung Endbossgegner. Und dann haben wir noch die zwei Titanit-Dämonen hier unten in diesem Sense Fortress, wo ich keine Ahnung habe, wie man die machen will. Jetzt wäre noch das DLC. Und dann geht es langsam Richtung Bossgegner, also Endbossgegner. Und dann haben wir noch die zwei Titanit-Dämonen hier unten in diesem Sense Fortress. Wenn wir jetzt das Scheißding da aufgemacht hätte, ey. Haben wir aber nicht.
Den Fehler holen wir jetzt nach. So, wo wollen wir alle? An diesen Aschesee können wir uns aber nicht teleportieren, ne? Das ist so dumm, ey, dass man sich schon nicht einfach zu jedem, zumindest mal in jedes Gebiet an der Anfang. Jetzt aber die Frage, wie kam man da drunter? Tochter des Chaos. Ist das nicht dort hinten rechts quasi den Baum runter? Ah, hä? Warum habe ich denn das nicht gesammelt? Komisch. Ist das nicht dort hinten rechts quasi den Baum runter? Ah, hä? Also jo, wahrscheinlich durch das Giftding. Wenn jetzt, keine Ahnung, ein Pferd oder Mobitsch oder was hätte, dass es schneller gehen wird. Oder wenn es wenigstens so wäre, dass die Ausdauerleist nur abnimmt, wenn man im Kampf ist oder wenn Gegner in der Nähe sind. Also wie das im Grunde genommen auch bei Elden Ring, meine ich, jetzt der Fall ist. Ja? Erstens hast du ein Pferd und zweitens ist es dort, meine ich, so, dass die Ausdauerleist nur dann abnimmt, wenn irgendwie Gegner in der Nähe sind. Und jetzt heute wieder eine ganze Gifttrotz an der Hacke. Ist mir jetzt aber egal. Da müssen wir jetzt durch. Ah, ey, das tut doch weh. Hau ab jetzt. Ich kann nicht gebrauchen jetzt. Kuschele kennen wir wann anders. Warte, ich glaube, hier war so Leuchtfeuer drin. Da können wir ja theoretisch Giftschaden den ganzen Shit wegmachen. Hey, es ist hier nicht nur, dass es vergiftet wird. Dann kommt hier noch dazu, dass du quasi langsamer läufst in dem ganzen Rotz. Oh nee, ey, das war ja, wo man den Baum runter musst, oder? War das dort, wo man den Baum runter muss? Diesen nervischen Baum? War das dort? Ah, jo, war das dort. Jetzt muss ich wieder überlegen, wo war das dann, wo man diese Leiter heruntergehen konnte?
bis ich wieder die Finger sortiert habe. Ey, ne, es ist halt wieder genau wie die ganze Zeit. Ich schlafe da jetzt überall rum und gucke und finde diesen diese verfickte Leiter nicht. Ich finde diese Leiter nicht. Ich habe einfach keine Ahnung, wo die ist. Ich schlafe da jetzt überall rum und gucke und finde diesen verfickte Leiter nicht. Ich finde diese Leiter nicht. Ich habe einfach keine Ahnung, wo die ist. Ich meine, eigentlich kennt sie halt hier in der Ecke sind, ist sie aber nicht. Naja, Gott, nehmen wir das Item mit. Ach, wenn wir es nicht brauchen, aber dann haben wir es. Wenn wir da einfach geradeaus gehen, müssen wir doch da unten auf dem Stamm landen. So. Ja, geil. Tschüss. Nein, da hinten in der Ecke wäre die Leiter. Nee, ne? Jo, Gott, komm gerade hoch, dann brauche ich nicht runterkommen. Jo, tschüss. Ist das hinten in der Ecke vielleicht? Dass wir sagen, das hier in der Ecke ist die Leiter? Ja, geil. Ach nee, warte mal, wie war das? Einfach so, ja. Ey, wenn dieser dumme Aschesee jetzt nicht dort unten ist, sondern sonst wo, dann kriegen wir was an mich. Aber ganz gewaltig. Ach, geh mir jetzt nicht auf den Sack. Warum kann ich denn jetzt nicht einfach hier runterspringen? Was ist denn jetzt so dunkel da? Ja. Ey, aber warum ist dann diese Fluchleiste so gering? Also ist sie wirklich ganz minimal. Ja, du kannst mich schon herumheben mit von weh halbiert und so Scheißdreck. Ja, geh doch weg jetzt! Wie lang... Ich will gar nicht wissen, wo mein letztes Safe Game war. Ja, du kannst mich schon herumheben mit von weh halbiert und so Scheiße. Rare Brücke war es, ne? Wie lang... Jo, da an der Ecke runterspringen ist halt echt dumm und scheiße. Kompositbogen 88 plus 209, 61 plus 222. Das sind 13 mehr. Ja, der macht ein Ticke mehr Schaden, ne? Aber ganz ehrlich. Der Langbogen, der ist halt schon ein bisschen genauer eigentlich, ne? Ja, da können wir auch die Pfeile zählen.
Da müssen wir ja auch den Black Knight nochmal machen, oder? Hoppala, da habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Jetzt haben wir jetzt 2 Pfeile. Ah jo, jetzt mach du mal locker. Viel schlimmer ist, dass wir den ganzen Weg nochmal neu laufen müssen. Ah jo, jetzt komm doch noch mal zur Ruhe. Du... Mach dich doch mal locker jetzt. 3, 4, 5. Bleib doch jetzt immer stehen. Einer du das rumgezappelt, du. Ah, shit. Ich bin zu weit nur links gerot. Jetzt bin ich am Arsch. Ey, ich war doch schon diese dumme Treppe unterhalb. Warum ist er jetzt tot? Ich hab den doch eben eigentlich nicht getroffen. Hätte ich gesagt. Naja, beschweren wir uns mal nicht, ne? Da klatschen wir da oben den Kollegen noch einmal. Das ist ja drin, gell? Du kannst mit deinem scheiß Großschwert inpacken, Kollege. Jetzt kommt der andere von da unten hochgeschlappt. Welche? Da oben den Black Knight, den tun ich mit einem Schlag meucheln. Und der andere kommt jetzt von unten hochgerannt und meint, der kennt der Held spielen. So. Auf ein neues. Teleportieren, Tochter des Chaos. Altar des Grabes Fürsten. Das ist so dumm, dass man sich da unten in diesen Aschesee nicht einfach rein teleportieren kann.
Jetzt muss ich wieder hier den ganze Scheiß laufen, ey. Oh, hör auf. Apropos Laufen und so. Jetzt wäre es wahrscheinlich so ganz gut, wenn wir hier das Spinneschildchen nehmen. Gegen Giftresistenz oder für Giftresistenz. Für Giftresistenz und gegen Giftschaden. Wenn man sich irgendwie jetzt beamen könnte oder so. Warum kann man sich nicht einfach an jedes Leuchtfeuer beamen? Oder zumindest, das wäre Kompromiss, immer an das Leuchtfeuer, das am Anfang von einem Gebiet ist. Gut. Ja, dann kenne ich mich nämlich jetzt an der Aschsee teleportiere, statt dass ich den ganzen Scheiß hier wieder laufen müsste. Ich meine, ich habe hier mittlerweile so lange Lebensleiste, dass mir das Giftgedöns jetzt so nicht wirklich zu schaffen macht. Aber es ist halt trotzdem nervig. Und viel nerviger ist noch, dass ich dann nur langsam laufen kann. Das ist noch am allernervigsten. Wir machen vielleicht gleich nur zwischenspeichern. Schon ein bisschen gemein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hast du hier jo quasi zwei von diesen Fake-Wänden direkt hintereinander, wo du dann quasi die erst kaputt machst und findest dann die Truhe und denkst, ach geil, guck mal, ich habe was gefunden. Und dann kommt UK Mensch auf die Idee, dann nochmal die nächste Wand zu hauen. Import. Hast du hier jo quasi zwei von diesen Fake-Wänden direkt hintereinander, wo du dann quasi die erst kaputt machst und findest dann die Truhe und denkst, ach geil, guck mal, ich hab was gefunden. So. Ah, oh. Gar nicht da. Nimm mal daheim. Guck mal, du. War mal auch noch nicht drin, oder? Oder wie ist das? Ich glaube, du war mal überall schon drin. Nur ich habe quasi, wie soll ich denn sagen, entschieden, dass das alles Sachen sind, die ich eigentlich nicht brauche. Also es war dann irgendwie so, was weiß ich, irgendwie so roter Brocke oder so Kram. Ah ja, da sind wir auch hochgelaufen, stimmt, da haben wir uns die rote Brocke hier geholt. Und dann waren wir hier irgendwo drauf gesprungen. War das hier drauf? Nee. Oder? Wie sind wir denn jetzt weitergegangen? Ah, ich glaube, wir sind hier runter gesprungen.
Dann sind wir irgendwie hier weiter runtergegangen. Und sind wir dann nicht dort drauf gesprungen, um hier entlang zu gehen. Und dann hier die Leiter runter. So, jetzt tun wir hier nochmal das Schild wechseln. Hatte mir nicht, ach, verstärkt Fluchresistenz, ist sie vielleicht gar nicht verkehrt. Da können wir noch den Nebel der Entdeckung anschwaden. Ey, warte mal. Verstärkt Fluchresistenz und jetzt habe ich die leicht voller Fluch oder was? Aus der Luft herausgepflückt. Da konnte man da irgendwo runtergehen. Wo war denn das? Hier, ne? Kommen die uns irgendwie nur? Nee, ne? So, wo ist dann hier der Ring für Gegengeräusche? Ach, mir ist das angenehm leise eigentlich, ne? Ist das echt angenehm leise, finde ich. Auf! Man haut nicht mit einer, also man haut nicht auf andere Leute. Ist der Dodo der runtergefallen oder macht der do Niggerchen in der Ecke? Ja, die große lassen wir jetzt einfach mal links liegen. Die haben ja zu heftiger Schlag. Das sind so die Bud Spencer von Dark Souls, kann man sagen. Ah ja, du ist ja doch der Arschsee. So. Dann können wir nämlich Arschsee. Dann machen wir hier nämlich gleich nochmal ein neues Safe Game. So, da pflanzen wir uns Shay an. Das Scheißding entfachen wir. Da können wir nämlich jede Hilfe gebrauchen, die wir kriegen. Hat er bestimmt irgendwo so doppelt die Menschlichkeit. Hier, zack, da nehmen wir jetzt einen. Dann pflanzen wir uns da nämlich hin. Dann entfachen wir das noch. Dann haben wir da auch 20 Flaschenladungen. So, und jetzt müssen wir hier das mit den Safe Games machen. Also einmal ins Menü. Dann pflanzen wir uns da nämlich hin. Dann entfachen wir das noch. Dann haben wir da auch 20 Flaschenladungen. Aschsee. Eingang neu. Ist jetzt schon mindestens der dritte Versuch in diesem Gebiet. Replays. Das mit den Safe Games machen. Also einmal ins Menü. Delete. Jetzt nennen wir das Ding do Samo. Keine Ahnung, was weiß ich. 16. Ist egal. Zack.
Eingang, neue Exception. So, jetzt ist nur die Frage. Danke für den Follow, Leon Min oder Leon Min. Und ebenfalls danke Atlas der Heiler. So, was machen wir jetzt mit du vorne dem? So, jetzt ist nur die Frage. Du bräuchten mir auf jeden Fall ein Schild. Hammer. Gleich in die Hand nehmen. Naja, wir machen mal Versuchsballon. Und notfalls müssen wir. So, was machen wir jetzt mit dem vorne dem? Du war Abgrund. Ich hab gedacht, man könnte hier vielleicht noch ein paar Meter in die Pfanne gehen. Dem war nicht so. Also, neuer Versuch. Laden. Fortfahren. Man könnte hier vielleicht noch ein paar Meter in die Pfanne gehen. Weil in dem Moment, wo ich hier so ein bisschen unsichtbar unterwegs bin, scheint der Golech mich nicht so wirklich wahrzunehmen als angreifbares Ziel. Aber hier kann man ein bisschen reingehen ins Wasser. Vielleicht reicht das, jo. Kannst du mit deinem Kopf nur vielleicht weniger viel da rum? Hat der mich jetzt auf dem Schirm oder nicht? Doch, jetzt kennt er an. Nee, doch, jetzt greift er an. Könnt ihr vielleicht so ein bisschen gerade so nah kommen, dass ich euch den Kopf hauen kann? Danke für den Follow, Tommy Reißer. Oder Reisesser, so ist es. Richtig. Entschuldigung. Ich muss mich gerade hier ein bisschen konzentrieren. Samo, ich habe noch mein Schild offen. Es muss doch für irgendwas gut sein, das Schild. Die Köpfe müsste vielleicht noch ein Tick weiter vorkommen. Also, wie lang muss ich denen vor der Nase rumtanzen, bis ich nochmal Appetit bekomme und zuschnappen wolle? Ja, auf geht's. Du hast doch jetzt schon gar nicht mehr so viel Köpfe. Ah, nicht getroffen. Oh, ich muss noch was trinken. Ne? Sicher, sicher. Au. Da, uff. Jawohl. 2 Stück. Mehr kann man nicht erwarten.
Bin doch gerollt. Was eine nervige Geschichte. Man sieht halt auch nichts, weil dann so viel Staub hochgewirbelt wird. Trotzdem wenigstens den Kopf gekostet, ich glaube schon. Noch 3 Köpfe, hä? Müsste jetzt machbar sind. Ah, der zweite, der hätte noch sitzen müssen. Ich sehe halt nicht, wie weit ich weg bin durch den ganzen Dunst hier. Komm, steig auf, hopp, hopp. Oh, naja, gut. Muss ich gar nicht alle Köpfe abhauen. Immerhin etwas. War hier hinten in der Ecke nicht irgendein Item? Aber ich glaube, das habe ich schon eingesammelt. Und dann geht es, glaube ich, in der andere Richtung weiter. So, und jetzt war ich hier irgendwie so ganz komische Gestalten auch noch unterwegs. Vielleicht hocken wir uns jetzt zuerst noch mal ans Lagerfeuer, hole uns unser 20 Flasche Aufladungen. Weil dorthin geht es jetzt noch irgendwie weiter und da waren auch irgendwie noch ganz merkwürdige Gegner unterwegs. Die auch relativ viel Schade gemacht haben aus meiner Sicht. Gut, das war, keine Ahnung, vor 40 Level oder so. Ja, 20. Keine Ahnung. Jetzt machen wir hier vielleicht trotzdem auch noch mal Safe Game. Das, wenn wir hier abnibbeln, mir den komischen Monster hier nicht nochmal machen müssen. So, 02 nach Hydra. Jetzt machen wir hier vielleicht trotzdem auch noch ein Safe Game. Ja, ich weiß ja nicht. Also das Ziel wäre, dass wenn ich jetzt diesen No-Death-Run irgendwann mache, wir sind jetzt, weiß ich nicht, vielleicht noch, was jetzt, sagen wir vielleicht irgendwie Ende Mai, Anfang Juni könnte man soweit sein, dass man so Dinge starte. Und dann wäre jetzt aus meiner Sicht die Überlegung, ich hätte gerne eine dreistellige Punktzahl. Hier, ah ne, das war die Hydra, die ist glaube ich von links nach rechts gehupst, oder wie war das? So, also das wäre quasi so das Ziel für mich, dreistellige Punktzahl. Mehr natürlich besser. Ich glaube, mit meiner Keulhannisch geht die auch irgendwie besser aus. Wie kann das sein? Könnte man mal ausprobieren. Wo ist sie dann? Drachenzähnchen. Ah, wir haben jetzt Drachesteine bekommen. Ach geil, ey. Da könnte man die auf plus 5 machen, die Keul oder so. Ah jo, die schwart schon mehrere, ne? Danke für den Follow.
Eve 170 und danke für das Trinkgeld. Leon Min. Das Item. Da ist aber haarscharf an der Kante hier, ne? Wow. Noch Drachenstein, geil. Braucht man da immer quasi einen Drachenstein für ein Level von diesem Drachenzahn? Oder braucht man da irgendwie dann ein höhere Level 2 oder 3 von denen Dinger? So, hier... Ja, hier wird es reingehen. Dort waren aber auch irgendwie so Frösche, oder? Die dich verflucht haben. Ist das richtig im Kopf? Wo ist denn My Claymore? Das konnte man doch auch irgendwie auf plus 15 machen. Da habe ich auch noch nicht so richtig rausbekommen, wie das geht. Dort waren aber auch irgendwie so Frösche, oder? Die dich verflucht haben. Ah jo, das sind sie, die Drecksviecher. So, soll man bei dem nochmal das Drachenzähnchen rausholen? Der hatte Beserschlag am Leib. Hätte ich dann auch. Zu kurz. Der auch. Nein! Aua! Scheiße! Komm hier raus! Du drin kann ich mit dem Ding nicht kämpfen. Zumindest nicht über am Turbo. Was ist denn der schwere Angriff von dem Teil? Naja, geil. Ich bräuchte halt einen schweren Angriff, der nicht von oben ohne haut. Geht's hier hoch? Ja. So, jetzt brauche ich aber was, mit dem ich ein kleines bisschen beweglicher bin. Okay, also. Schauen wir mal. Sehr gut. Tschüss. Was plündern? Zu spät. Ja gut. Kommt vielleicht diese Hydra noch mal? Weil die hat ja theoretisch noch 3 Köpfe gehabt. Wie er sich durch dem Loch versteckelt. Kommt er dann rausgehüpft? Ich hoffe nur, dass ich aus diesem dummen Loch auch nochmal rauskomme. Ja, Gott sei Dank, ey. Das wäre jetzt die Krönung gewesen von der ganzen Geschichte. Das ist aber auch nur eine echte, aus der man nochmal rauskommt hier, hä? Hast du Gegner? Nee, ne? Das war wahrscheinlich irgendwie so Spiegelung aus dem Wasser. Ist das jetzt wirklich so, dass es hier keinen Bossgegner mehr gibt? Weil hier laut meiner Liste ist in diesem Aschsee eigentlich nur diese Hydra am Start als Bossgegner. Aber gut, ich muss halt mal gucken, was es hier hinten noch gibt. Kann natürlich sein, dass hier quasi ein Gebiet ist, wo es weitergeht. Und dass dort dann noch mal irgendwelche Bossgegner am Start sind, ja. Ja. Der
darfst ja aber auch nicht links, rechts gucken und runterfallen jetzt, ne? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das sieht aber nicht gut aus. Da. Nur zum Schwätze, glaube ich, ne? Ich meine, der wäre nur zum Schwätze. Oh, komm. Ich hab Schiss. Dann mache ich nochmal Safe Game. Oh. Das sieht aber nicht gut aus. Die Safe Games wären mir fehle, wenn man den No-Death Run macht. Ich sag's, wie es ist. Nur zum Schwätze, glaube ich, ne? 03. Ich meine, der wäre nur zum Schwätze. Wie heißt der? Tod? Sensenmann. Sensenmann. Zack. Die Safe Games wären mir fehle, wenn man den No-Death zu den immerwährenden Drachen beten. Eid leisten. Ja, okay. Drachenkopfstein, Drachenauge. Warten wir. Bevor mir jetzt den Drachenstein darbiete, probieren wir mal mit diesem Drachenstein die Waffe hier zu verstärken. Ah, du brauchst mir jetzt nämlich schon 2 Level. Und jetzt 4. Willst du mich verarschen? Wo soll ich dann jetzt 4 Drachensteine hernehmen? Gut, A wird A Drachenstein du mir darbiete. Mehr gibt's nicht, viel Fraß. So. Dann könnte man uns jetzt teleportieren. Stellt sich nur die Frage, wohin. So, die Black Hydra haben wir gemacht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum André. Wo ist denn das Sonnenlicht, Alter? Weiß ich jetzt nicht. Nee, ich wollte doch zum André gehen. Shit. Das ist doch hier, Gemeinde der Untoten. Und dann würde ich sagen, versuchen wir beim nächsten Mal nochmal die 2 Titanit-Dämonen zu machen, die da unten auf uns warten. Das wäre dann nämlich so die 2, die noch fehlen. Und dann hätten wir quasi hier erstmal mehr oder weniger alles abgehakt, bis auf erstens das DLC. Und dann, so wie es aussieht, würde ich sagen, ist das der Weg zum finale Bossgegner. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Black Knights, dann Quinn Lord of Cinder. Und dann weiß ich nicht, ob das dann, was da unten drunter noch so alles ist, ob das nicht hier auch wieder eher DLC-Gebiete sind. Sanctuary Garden, Royal Woods, Ola Seal Township und Chasm of the Abyss. Wo ich tatsächlich aber nicht so genau weiß, wie man da dann hinkäme, im Fall der Fälle. Aber auf jeden Fall weiß ich, wie wir in Painted World of Ariamis kommen. Das ist in Anor Londo, muss man durch das eine Gemälde gehen. Und dann sind wir dort im DLC. Gut. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, wünsche ich euch noch einen
schönen Abend, einen schönen Sonntag, einen guten Start in die neue Woche. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall am Montagabend nochmal, wenn ich es nicht vergesse. Jetzt gucke ich mir gerade einen Terminkalender. Ich habe um 17 Uhr oder um 10 vor 5 habe ich einen Termin. Aber ja, könnte bis 18 Uhr klappe bzw. knapp werden. Wird vielleicht eine Viertelstunde später. Aber am Montag sollte man normal nochmal ein Ründchen hinbekommen. Ne? Also, in diesem Sinne, bis die Tage. Ciao.